Okay, den müssen wir natürlich erstmal einschalten. Es passiert nichts. Okay, wir gehen jetzt erst einmal zurück in die Kajüte. Und? Was hast du entdeckt? Da draußen ist es stockfinster. Ich muss irgendwie für Licht sorgen. Und die Besatzung? Irgendjemand in der Nähe? Zumindest nicht auf diesem Deck. Wie geht es deiner Verletzung? Ich fühle mich schwach. Das Blut läuft immer noch. Warte, ich nehme einfach die Decke von da hinten oder einen Lumpen von der Wäscheleine. Oh, Igitt, so eilig ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht findest du Stoff, der etwas sauberer ist. Oder richtiges Verbandszeug. Na gut, ich suche noch ein wenig. Aber bevor du die Besinnung verlierst, wirst du mit schmutzigem Stoff Vorlieb nehmen müssen. Du findest sicher gutes Verbandsmaterial. Und zur Not wäre ich auch mit deiner Bluse einverstanden. Wie charmant. Ja, jetzt tanken wir mal die Kartuschen auf. So, das Ventil öffnen wir. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit so müsste es funktionieren. Was machst du da? Du bringst uns doch beide um. Ich weiß es auch nicht. Die Maschine ist einfach angesprungen. Maschine? Das hört sich für mich eher an wie der Atem einer Bestie. Irgendwo tief im Schiffsbauch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass so etwas passieren würde. Naja, bis auf dieses neue Geräusch hat sich nichts getan. Immerhin. 2 sinkende Schiffe wären auch zu viel für mich an einem Tag. Okay, da haben wir gefüllte Gaskartusche. Die volle Kartusche ist bestimmt hilfreich. Auf jeden Fall, denn damit kriegen wir jetzt Licht da draußen. Und wir können Verbandsteig suchen. So, das setzen wir da ein. Jetzt müssten die Leitungen mit Gas versorgt werden und das Licht wieder strahlen. Ich fühle mich beobachtet. Dabei sieht hier alles so verlassen aus. Ich bilde mir das bestimmt nur ein. Da war ich mir gar nicht so sicher. Okay, da haben wir Bodenluken. Und da haben wir einen Notizzettel. Die Muskete muss immer gereinigt zurückgebracht werden. Pulverreste im Lauf sind nicht akzeptabel. Die Munition befindet sich in meinem Quartier. Captain Marquez. Die Munition befindet sich in meinem Quartier. Das heißt also in der Kapitänskajüten. Ja, da haben wir dir. Und dieser Auffahrt. Aber da scheint es wieder ein Rätsel zu geben. Okay, da haben wir Metallregal. Ein großes Regal voller Metallschrott. Ich Motorblock. frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig zusammengesetzt zu haben. Ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Klingt ja vielversprechend. Okay, da haben wir großes Rohr, eine Kurbel, einen Schraubenzieher.
Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie diesem? Werkzeuge sind hilfreich. Auf dieser Werkbank liegen zahlreiche metallische Werkstücke, Zahnräder und Federn. Allerdings hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Fast alles ist verrostet. Mein Volkert, nie schreibst du deiner alten Mutter. Erreichen dich meine Briefe etwa nicht? Ich mache mir Sorgen. Hast du denn nun mitverfolgt, was mit dem Bein deines Vaters geschehen ist? Oder weißt du davon noch überhaupt nichts? Ich werde nun nicht alles noch einmal aufzählen. Melde dich bei mir. Ich will dich nicht auch noch verlieren wie dein Bruder. Meine Schilderung seines Unfalls hat dich aber erreicht? Alles Liebe, deine Mutter. Ja, jetzt haben wir einen Schraubenzieher gefunden. Können wir denn damit die Tieraufbrecher? Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Nee. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Ja, jetzt haben wir Leder. Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Okay, dann glaubt da herin haben wir es. Erst einmal. So, von da sind wir gekommen. Jetzt hat es da hinten aber auch ein Tier gegeben. Schauen wir erst einmal da hinten. Ach, da geht's auch runter. Und da haben wir Außenluken. Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Okay, dann schauen wir uns den Notizzettel an. Werte Herren, mit der Privatsphäre wird es auf diesem Schiff offenbar nicht sehr genau genommen. Ich habe Ihren Kapitän davon in Kenntnis setzen müssen, dass einer von Ihnen in meine Kabine eingedrungen ist und mein Tagebuch entwendet hat. Mehr noch, in einem Akt von perfidem Vandalismus hat der Täter das Tagebuch auch noch zerrissen und in alle Winde verteilt. Ich hoffe, Sie amüsieren sich köstlich über Ihren Scherz, aber glauben Sie nicht, dass ich noch einmal meine Hilfe anbieten werde, wenn es zu einem Unfall kommt. Dr. Eduardo Juárez. Tja. Dann haben wir da einen Rettungsring. Wir schauen aber erst einmal in die Tür rein. Die Tür ist verschlossen. Ach so, die ist zu. Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels. Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Türschloss, mit dem können wir... Bevor ich das Schloss aufgebrochen habe, bricht mir sicher der Schraubenzieher ab. Jetzt bin ich bereits an Bord und brauche ihn nicht mehr. Okay, dann haben wir... Da noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Gut. Also da ist alles jetzt zu. Da brauchen wir erst einmal irgendwelche Schlüssel oder so Zeug. Und dann gehen wir nochmal auf die andere Seite nochmal. Moment, da ist eine Glocken. Die Schnur ist abgerissen. Hier ist alles in ziemlich marodem Zustand. Eine Schnur haben wir. War das nur der Wind? Selbstverständlich war es der Wind. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe Schiffbruch erlitten und bräuchte Hilfe. Hallo? Das wäre glatter Selbstmord, wenn ich hier nach unten klettern würde. Ja, da können wir auf jeden Fall schon mal näher oben. So, dann haben wir da eine Angelrute.
Damit kann ich etwas angeln. Genau, und die können wir bestimmt kombinieren. Ein Schritt näher zur Angel. Fehlt nur noch ein Haken oder irgendwas. Vielleicht finden wir noch irgend so ein Teil. Treppe, da geht's wo hin? Wer ist da? Ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Wozu sind all diese Geräte gut? Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Okay, als erstes haben wir da einen Kartentisch. Und da gibt's Ein Teil des Schiffplans. einen Teil des Schiffsplans. Dann haben wir da Schubläden. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich Ja. bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Wie immer. Wie schaut's denn mit dem Schraubenzieher aus? Verdammt, mit dem Schraubenzieher werde ich das nicht aufbekommen. Ich brauche ein feineres Werkzeug, um das Schloss zu knacken. Was Feineres. Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Verdammt, das Steuer lässt sich kein Stück bewegen. Okay, da können wir nicht weiter. Da können wir nichts machen. Dann haben wir da hinten nichts. Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Handlok. Was für Geschwindigkeit? Da haben wir einen Warnhinweis. Und die Steuerung für einen Kran. Da ist das Deck des Schiffes. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Okay, jetzt lesen wir erst einmal den Warnhinweis. Bei starkem Seegang muss das Gitter immer geschlossen bleiben. Captain Marquez. Können wir denn das irgendwie öffnen? Merkwürdig. Nichts passiert. Also da unten ist irgendwas. Merkwürdig. Nichts passiert. Vielleicht ist die Kransteuerung defekt. Das müssen wir bestimmt irgendwie reparieren. Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Das Rettungsboot blockiert die Tür. Ach so, das heißt, wir müssen erst einmal irgendwie den Kran aktivieren, damit wir das auf Zeitenrahmen können. Da geht es in der Kajüte. Autsch. Ich sollte vorsichtiger sein. Oh, hoppala. Es geht doch nicht in der Kajüte. Jetzt sind wir nämlich unten im Keller. Aber bei der Kransteuerung.
Ein Klick auf das Auge am unteren linken Bildschirmrand markiert alle interessanten Objekte auf dem Bildschirm. Ja, das wissen wir bereits. Da haben wir Zange. Mit der Zange kann ich bestimmt etwas anfangen. Die Werkbank ist einsatzbereit. Und da haben wir Alkohol. Alkohol kann man vielseitig verwenden. Genau, nämlich zum Desinfizieren von Wunden. Ein Topf à la Boy. 3 Liter Wasser, eine Dose Dörrfleisch, eine Dose Stockfisch, alles 10 Minuten kochen, Reste vom Vortag reinwerfen, servieren. Beilage, Zwieback. Nachtisch, eine Dose Sauerkraut. Okay, was haben wir denn da? Ein Rohr? An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesen Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. Was haben wir denn mit dem Leder? So hilft mir das Leder nicht weiter. Oder mit der Zange? Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Moment. Höre ich da Stimmen? Lex? Bist du das? Anna, beruhige dich. Ist wahrscheinlich nur der Wind. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Verdammt. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Ja, ich glaube, dass es was Längeres wird da unten. Die Stufen der Treppe sind zerbrochen. So komme ich nicht hoch. Das wird auf jeden Fall was Längeres da unten. So, was haben wir denn? Da haben wir Säcke, da haben wir Rohre. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Ein Set mit französischen Spielkarten. Das Pik Ass liegt oben. Können wir denn da hinten gehen? Ja. Da haben wir jetzt vergammeltes Geschirr. Da haben wir Würfel. Damit hat sich die Mannschaft wohl die Zeit vertrieben. Auf dem Tisch sind 5 Plätze gedeckt. Auf allen Tellern sind die verrotteten Überreste einer Mahlzeit zu erkennen. Alles liegt noch so da, als wären die Leute in Eile vom Tisch weggegangen. Dieser Tank scheint Öl zu beinhalten. Öl. Tja, was machen wir mit Öl? Die Nägel der Kiste stehen schon raus und die Bretter halten kaum noch zusammen. Können wir denn die Nägel ziehen? Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Ja. Ist bestimmt noch für irgendwas nützlich, die Sache. Hier wird die Kransteuerung übersetzt, aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Die Walze dreht sich immer nach links. Hier wird die Kransteuerung übersetzt, aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Das Rad dreht sich immer nach rechts. Das Rad dreht sich immer nach links. Mhm. Ich glaube, dass es noch wichtig ist. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert.
Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu 2 Türen. Um in die Räume dahinter zu gelangen, muss ich irgendwie die Ladung aus dem Weg räumen. Das können wir bestimmt später mit dem Kran machen. Glaube ich zumindest. So, wie schaut es denn mit dem Ding aus da? Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Da kann ich das Stück nicht einsetzen. Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Ist gar nicht so schlecht geworden. Ja, fast wie nein, ne? Jetzt können wir schon mal wieder aufrennen. Genau. So, und jetzt werden wir an der Stelle einmal speichern. Unter Pause erlegen. Und zwar speichern wir da herin.